Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es zumindest im privaten und im besonders beruflichen Bereich ziemlich gut. Ich habe jetzt meine erste Woche in meinem neuen Job hinter mir. Und bisher, so würde ich sagen, es ist ein Match. Ich fühle mich wohl, tolles Team. Aber ihr wisst ja, was unter der Woche geschehen ist. Wir werden das mal ein bisschen zusammen verarbeiten und dann den Fokus auf den kommenden Spieltag legen. Wir spielen gegen Schalke 04, aber nochmal das, was zuvor geschehen ist. Ich hatte ehrlich gesagt, wie ihr schon gemerkt habt, keinen Bock gehabt, ein Video darüber zu machen. Also kein Vorschau-Video, auch kein Reaction-Video darauf. Ihr wisst, wie sehr ich die hasse. Wer mein Q&A gesehen hat, oder beziehungsweise mein Fragen und Antworten. Viele wissen mit dem Begriff Q&A noch nicht so viel anzufangen. Ich habe ja auch ein bisschen ältere Zuschauer. Das ist wohl ein Anglizismus zu viel an der Stelle. Aber gut, wer es gesehen hat, der kennt die ganzen Hintergründe. Ich möchte es nicht nochmal wiederholen. Die sind ja mein absolutes Hassobjekt und das wurde dann Mitte der Woche nochmal enorm bestätigt. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr unglücklich, fast nahezu am Boden zerstört, aber ich bin wirklich sehr stolz auf die Mannschaft. Also gesehen habe ich das Spiel nicht. Ich hatte keinen Bock, weil ich wusste ganz genau, dass da irgendeine Scheiße passieren wird. Und das ist ja auch im Nachhinein, habe es im Live-Ticker verfolgt und habe mir später die Highlights angesehen. Ja, tatsächlich, ich habe da nicht die Nerven momentan für, weil ich weiß ganz genau, was da uns jedes Mal bevorsteht. Entweder schlachten die uns ab oder es wird so lange nachgespielt, ja, bis die gewonnen haben. Und das ist doch genau das eingetreten. Ja, ist genau das eingetreten. Aber tolle Leistung, ich bin stolz auf die Jungs, wie sie sich verkauft haben. Das zeigt mir auf jeden Fall, wie viel Potenzial in ihnen drin steckt, was sie alles aus sich rausholen können. Und darauf bauen wir mal für den Rest der Saison auf. Klar, der Traum von Berlin, der ist jetzt endgültig vorbei. Aber naja, was willst du machen? Rudi Völler ist halt beim DFB. Und seitdem muss so lange nachgespielt werden, bis sein Traumverein gewonnen hat. Wir leben in wirtschaftlich schweren Zeiten. Jeder ist korrupt, ist käuflich, wie man so schön sagt. Da wundert mich nichts. Wie schon ein Kumpel von mir, der wirklich deutsch aussieht, gesagt hat, deswegen unterstützt er auch nicht die Fußballnationalmannschaft, weil sie vom DFB ist. Der ist dann halt nur FC-Fan. Da sagt er, nö, ich unterstütze die deutsche Nationalmannschaft nicht. Allein schon wegen diesem ganzen Korruptionsscheiß. Und naja, haben wir ja gesehen. Und ja, das ist auch ein offizieller Vorwurf an den DFB meinerseits. Das ist ein korrupter Verband. Das ist ein eindeutig korrupter Verband. Definitiv. Da kann man gerne sagen, schlechter Verlierer und so weiter und so fort. Aber kommt, wo die 8 Minuten hergeholt wurden, das war einfach nur pure Willkür. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ja, zuvor hat sich ja noch einiges getan vor diesem Spiel. Wie gesagt, wird noch ein bisschen jetzt hier darauf reacted, was so in der Woche passiert ist. Und dann legen wir nochmal zu guter Letzt den Fokus auf das kommende Spiel. Hatte ja schon letzte Woche gesagt, dass wir Racioppi, unseren neuen Torwart, verpflichtet haben. Und dann ist es tatsächlich dann noch dazu gekommen, dass wir Imad Rondic tatsächlich verpflichtet haben. Unser neuer Stürmer hat dann auch noch, ja, eigentlich getroffen. Hat er eigentlich in der Verlängerung getroffen gehabt gegen die Pillen. Wurde aber aberkannt. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu streiten, ob das wirklich Abseits war. Es ist ein merkwürdiges Abseits. Aber gut, ich habe ja gesagt, jeder ist bezahlbar. Hätte eigentlich fast eingeschlagen. Deswegen, ja klar, Indianer doof, hin oder her, wie ich Christian Keller betitelt habe. Ihr habt ja das Video gesehen und ziemlich abgefeiert. Aber naja, eventuell hat er mich dann doch vielleicht widerlegt. Ich bin da guter Dinge, was Rondic angeht. Ich muss immer aufpassen, nicht Rondo zu sagen. Wegen Rajon Rondo, ein Basketballer, der bei verschiedenen NBA-Vereinen gespielt hat. Am bekanntesten war seine Zeit bei den Boston Celtics. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was mir auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, bei Racioppi wie auch bei Rondic, weder der eine noch der andere können Deutsch bisher. Das wird bedeuten, oder es würde bedeuten, ja, wenn Steffen Baumgart immer noch unser Trainer wäre, da könnten die so Weltklasse spielen, wie sie wollen. Sie hätten niemals einen Kaderplatz bekommen, weil sie kein Deutsch können. Halten wir das mal an der Stelle fest. Ja, dann mal direkt zu unserem Gegner. Schalke 04. Ja,
Freunde, normalerweise müsste ich jetzt was Schlechtes sagen, wegen der Fanfreundschaft zu Borussia Dortmund, aber ich kann mich da eigentlich zurückhalten. Ich habe da wirklich keinen besonderen Groll gegen Schalke. Klar, Dortmunder Freunde sollte man in dem Punkt unterstützen und Essener Freunde. Aber wie gesagt, die machen mich nicht so aggressiv oder sowas, ganz ehrlich. Es ist ein Duell, da kannst du wirklich sagen, und das ist ein Zweitligaduell. Oh Mann, ey, wie sich das alles in den letzten Jahren entwickelt hat. Schade eigentlich, das ist ein absoluter Klassiker gegen Schalke. Aber freue ich mich drauf. Wir werden bestimmt reichlich Schalker anreisen, definitiv. Wird alles voll sein mit Schalkern. In der Nord, beziehungsweise diese ganze Ecke da in der Nord wird auf jeden Fall voll sein mit Schalkern. Das sind auch schon immer wieder die Fans gewesen, die uns am besten Paroli geboten haben. Wobei, ja, okay, zu Hause sind wir jetzt auch nicht immer die geilsten. Meistens sind wir auswärts richtig stark, was so den Support angeht. Aber eigentlich bin ich mit der Heimsupport meistens zufrieden, aber ich rechne da schon mit einer sehr, sehr starken Kulisse. Die werden sehr viele Anhänger mitbringen, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen macht das Spiel schon mal im Voraus interessant. Aktuell steht Schalke auf Platz 13 mit 24 Punkten. Musa Silla ist ihr bester Schütze. Und die haben sich zwischendurch mit einem weiteren Stürmer verstärkt von Genoble Food. Der war dort Leistungsträger und heißt Pape Mesa Bar. Da war ich erstmal sauer, als sie ihn verpflichtet haben. Da dachte ich mir so, ja toll, guck mal, Schalke kriegt es gebacken, aber wir nicht. Die haben jetzt einen Stürmer gefunden. So schlecht ist die französische zweite Liga dann doch nicht. Und naja, da hatten wir nicht das Auge für, aber dafür haben wir jetzt hier Rondic geholt. Und ich glaube, das könnte was werden. Aber wir haben ja auch Damien Downs. Ey, habe ich ja gerade vergessen zu sagen. Wow, ich bin so stolz auf die Leistung von ihm. Er hat wirklich so abgeliefert am Mittwoch. Ich glaube, das wird wirklich ein fantastischer Spieler mit der Zeit. Also, der wird definitiv am Samstag beginnen, da bin ich mir 100% sicher. Und ja, auch Lintermeiner, wow, wie die beiden kooperiert haben. Das Zusammenspiel war einfach nur eine Augenweide. Das hat mir wirklich jeder bestätigt. Konnte man in der Zusammenfassung sehen. Und naja, ich denke mal, die beiden werden auch wieder im Sturm beginnen. Ansonsten, wie gesagt, Hoffnung liegt auf Rondic. Aber nochmal kurz zu Schalke. Also aktueller Trainer ist Kees van Wonderen seit Oktober. Und wir treffen nun zum 100. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander, liebe Freunde. Ja, und da kommen wir direkt mal zu der Frage, wie wird dieses Spiel ausgehen? Weil an der Stelle habe ich für diese Woche auch noch nicht mehr viel zu erzählen. Wie gesagt, nimmt es mir nicht übel, bin jetzt mitten in der Einarbeitung drin, aber cooler Job auf jeden Fall, dass die Work-Life-Balance stimmt jetzt endlich. Aber weil ich ein bisschen da noch am Lernen bin, Einarbeitungsphase dauert 3 Monate, ist ein bisschen auch jetzt mehr der Fokus da drauf. Aber gut, darüber reden wir noch. Ihr wisst ja, manchmal kommt ein bisschen Private Talk mit hier rein, aber wie gesagt, 100. Pflichtspiel gegeneinander. Und da kommen wir auch direkt mal zu einem Spieltagstipp, weil eigentlich wollte ich wieder Geist oder Bock spielen, also Münze werfen und schauen, was die Münze sagt, aber da wir im DFB-Pokal nicht weitergekommen sind, da hätte ich nämlich mir vorstellen können, dass wir den Kopf nicht ganz frei haben dafür, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel feiern oder sowas in der Richtung, wird aber nicht geschehen, deswegen mein Tipp 2:0. Ja, wir haben ja schon im Hinspiel 3:1 gewonnen. Da hatten wir auch noch eine ziemliche Hühnerhaufenabwehr und haben trotzdem gewonnen. Schalke hat ja auch letzte Woche gegen Magdeburg verloren. Das wird das darauf folgende Spiel sein, liebe Freunde. Und das war ja auch eine, muss man ja sagen, ziemliche Packung. Ich sage auch ganz ehrlich, das hat mich schockiert. Das hat mich echt schockiert. Ich habe mir das Spiel ja angesehen gehabt. Ja, waren 2:5. 2:5 heißt aber auch, Schalke ist in der Lage, definitiv zumindest schon mal zwischendurch in der ersten Halbzeit vielleicht in Führung zu gehen. Ich könnte jetzt eigentlich auch 2:1 tippen, aber bleiben wir dabei 2:0. 2:0 ist jetzt mein Tipp. Ich muss damit nicht recht haben. Habe aber zumindest beim letzten Zweitligaspieltag recht gehabt. Mal schauen, ob es wieder so sein wird. Also ich kann mir jetzt schon öfter vorstellen, auf Sieg zu tippen, sage ich euch ganz ehrlich, weil wir spielen guten Fußball, wir haben uns gefangen und merkt euch eins, wenn wir tatsächlich jetzt am Samstag gewinnen, dann ist der Klassenerhalt geschafft. Es wird auch direkt noch am selben Tag wahrscheinlich schon eine Reaction aufgenommen, vielleicht auch sogar hochgeladen. Aber zur Reaction sehen wir uns dann in den kommenden Tagen wieder, Samstag oder Sonntag. Das ist dann erstmal für diese Woche alles, was ich dazu zu sagen habe. Wie gesagt, ich bin noch ziemlich geknickt wegen Mittwoch, deswegen so enthusiastisch
ist die heutige Sendung dann doch wieder nicht. Tut mir sehr leid an der Stelle. War auch mit anderen Dingen beschäftigt und darauf fokussiert, aber ja, das wird jetzt mit der Zeit etwas besser, denke ich mal. So, ich rechne mal, in den kommenden 2 Monaten wird der Content stetig, sagen wir mal, konstant gut bleiben, so wie ihr es aus den Videos zuvor gesehen habt, mit einigen Ideen, die heute nicht vorhanden waren. Ich wollte einfach nur mal mit euch ein bisschen das Ganze aufarbeiten und dann würde ich mal sagen, an der Stelle bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.